Servus beieinander! Willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein Bastelvideo aus der Werkstatt. Ja, mal eine neue Location oder beziehungsweise mal eine ganz eine alte Location wieder. Immer wenn es was zum Basteln gibt und ich euch da live dabei haben will, machen wir das hier. Um was geht's heute? Heute geht es eigentlich darum, dass ich mir gedacht habe, es ist Zeit, dass ich mal so einen richtig schönen Wanderstock baue. Und bei dem Thema Wanderstock ist es so, dass ich über ganz viele Stockthemen gestolpert bin und glaube, dass wir da eine größere Serie draus machen, weil das Thema Stock, Kampfstock, Verteidigungsstock, Walking Stick, Irish Stick Fighting und vor allem das, was jeder vergisst, das bohrische Stockraufen, das bayerische Stockraufen, der bayerische Stockkampf. Habe ich ja schon mal angekündigt, habe ich recherchiert und bin vom Hundertste ins Tausendste gekommen und habe so viele interessante Sachen gefunden, die ich unbedingt mit euch aufarbeiten muss. Heute geht es darum, dass wir uns so einen richtig schönen Walking Stick, also einen Wanderstab bauen. Mit einer schönen Spitze unten. Da habe ich zwei besorgt, da weiß ich noch nicht, welche die coolere ist. Ob das jetzt diese hier ist oder wirklich gleich so eine richtig fiese Spitze. Und dann werden wir den ein bisschen ledern, ein bisschen glatt schleifen, ein bisschen schön einlassen. Dann erzähle ich euch ein bisschen was darüber, wo ihr coole Stöcke findet. Erzähle ich euch als allererstes nochmal so ein bisschen was über Stöcke allgemein, weil ich hier so eine mittlerweile ganz schöne Sammlung an Stöcken habe. Ja? Und die zeige ich euch jetzt. Und was mir am Herzen liegt, ist natürlich Traditionen bewahren. Und der bayerische Stockkampf, der gerät immer mehr in Vergessenheit. Diesen Stock kennt wahrscheinlich ansatzweise jeder. Den Stenz, den Wanderstock, der Zimmerersleut. Und ich möchte jetzt da nicht zu weit ausschweifen, weil es natürlich so ist, dass zu jedem Stock könnte man ein Video machen, weil da wirklich interessante Sachen dabei sind. Ich werde jetzt alles kurz anreißen und wenn ich merke, es interessiert euch, dann werden wir dieses Thema vertiefen. Der große Unterschied vom Wanderstab oder Stock, Stab ist ja eher sowas hier, der Zimmerersleute zu dem bayerischen Stock, zum Stockkampf, ist der, dass der hier oben um 90 Grad gebogen war. Man findet da relativ wenig drüber, aber wenn man so durch die alten Wirtshäuser stöbert und sich so die alten Wandgemälde anschaut oder vielleicht so im ein oder anderen Archiv so ein bisschen rumgräbt, dann wundert man sich immer, warum die Leute Stöcke dabei hatten. Das ist natürlich der Hintergrund die Bauern und das gemeine Volk durfte sich ja natürlich nicht bewaffnen, also mussten sie sich was überlegen, was sie als Stockkampf hernehmen. Ich glaube, daraus machen wir ein extra Thema, weil heute geht es eigentlich mehr so allgemein und ums Basteln und dass jeder ein bisschen was lernt von euch. Nachdem wir dieses Video hier fertig haben, gibt es dann noch ein Video, wie baue ich mir einen Shillelagh. Dafür habe ich mir dieses schöne Stück Holz gesucht. Das kriegt dann hier oben so einen richtig schönen Griff, kommt auf die richtige Größe und wird aber in einem extra Video bearbeitet. Kommen wir zum Hauptthema von dem heutigen Video. Wir bauen uns einen richtig schönen Wanderstock. Da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr richtig schönes Holz finden wollt, für Stöcke, geht dahin, wo der Biber wohnt. Der Biber, der sortiert sich nämlich für euch das Holz aus. Es ist so, wenn das Holz zu weich ist, frisst es. Wenn das Holz zu hart ist, baut er Bau damit. Wenn das Holz innen hart ist und außen weich und beim Trocknen seine Form behält, dann mag er es nicht, dann frisst er nur die Rinde runter. Weil die nämlich am nährreichsten ist und das Holz nichts mehr hat, was er für seine Nahrungsaufnahme braucht. Das heißt, er fieselt euch die Stöcke richtig schön ab. Das heißt, dieser Stock ist noch komplett unbehandelt. Das ist der Biber gewesen, der hier die ganze Rinde runtergefressen hat. Genauso wie bei diesem hier. Zwei wunderschöne Stöcke. Am besten nehmt ihr die untergehen. Dann ist es nämlich ein richtig schönes, schweres Holz. Das heißt, ihr müsst euch mit Holz überhaupt nicht auskennen. Und aus denen baut ihr euch dann eure Wanderstäbe. Die lasst ihr trocknen und dann bauen wir was Schönes draus. So, genug gequatscht erstmal. Wir packen uns jetzt heute ein bisschen ein Schleifpapier. Fangen natürlich wieder rau an. Wir nehmen als erstes einen 100er her und dann wird der ganze Stock erstmal richtig schön abgeschliffen.
Das erspare ich euch natürlich jetzt, das machen wir nachher dann so ein bisschen im Zeitraffer. Wenn ihr dann ungefähr bei einem 100er, 120er angelangt seid, dann macht ihr den nass, dann stehen die ganzen Härchen nochmal auf, also die ganzen Fasern vom Holz stehen da nochmal auf. Und dann schleift ihr die nochmal ab. Also schön glatt schleifen, bis er die Form hat, die man sich so wünscht. Hier so mit diesen ganzen Knubbeln. Dann in Wasser legen, nicht lange, vielleicht 10 Minuten, einmal kurz drüber, 1 Minute, 2 Minuten. Ihr merkt es dann auch, wenn er wieder sich rau anfühlt. Und dann geht es dann nochmal drüber mit dem 240er. Und schleift diese ganzen aufgestandenen Fasern weg. Das ist der erste Schritt. Also das ist der zweite Schritt, weil als erstes müsst ihr euch ja mit dem Biber anfreunden. Dann holen wir uns ein richtig schönes Öl. Das erzähle ich euch jetzt gleich, weil da muss ich nachher nicht mehr so viel quatschen. Dann werden wir die Spitzen anpassen. Das machen wir dann auch nur so im Video. Und ich denke mal, dass ich wahrscheinlich die stumpfere hernehme, weil die halt doch schon ein bisschen fies ist. Also ich bin mir jetzt noch nicht sicher, aber ich glaube, so für das Abstellen ist wahrscheinlich die besser. Außerdem hier seht ihr, die ist schon vorgebohrt. Das heißt, die muss ich nicht bohren. Bei der hier müsste ich erstmal 2 Löcher reinhauen. Und ich weiß es noch nicht. Ihr werdet es dann sehen im Video. Und ab und zu mal auch komplett in die Richtung peilen, dass man sich nicht hier rausbringen lässt, dass der hier so einen Schlenkerer macht, sondern dass man guckt, dass genau dieses Teil hier in der Achse von dem Gesamtstock ist und nicht nur in der Achse von dem Stückchen hier, was man jetzt halt hier sieht. Ich glaube fast, dass die stumpfe Spitze die schlauere Lösung ist. Weil mit dem Teil hier, da ist es schon wirklich fast eine Waffe. Und man muss auch beim Transport extrem vorsichtig sein, dass man sich nicht verletzt damit. Und je nachdem, wie man das halt jetzt sieht, hier mit diesem Schlitz, der ist gar nicht so schlecht, wenn das offen ist, weil der Vorteil ist nämlich der, wenn das einen Schlitz hat und ich klopfe den mit dem Schlitz da drauf, dann kann sich erstens die Kappe so nicht mehr verdrehen und ich erzeuge hier drinnen eine Spannung und der versucht es natürlich zuzuhalten. Und dadurch, dass er hier schmäler wird, ist da wahnsinnig viel Druck drauf und der klemmt den richtig ein. Und zum Schluss kann man den natürlich dann noch verschrauben oder vernageln. Aber ich habe hier durch die Spannung, habe ich hier natürlich richtig schön das Ding sitzen. So, mal draufgeschlagen. Und jetzt passiert das, was mir nicht gefällt. Jetzt kommt er nämlich aus der Mitte von dem Gesamtstock raus und wird leicht schräg. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich den nochmal runternehmen und den Stock hier absägen und dann dieses Stück hier hernehmen, um die Kappe drauf zu setzen. Legen wir was unter, dass wir nicht in den Tisch reinsägen. Das gleiche Spiel nochmal von vorne. Schauen wir mal wieder. So, und dann drehen wir wieder. Gucken rundherum. Okay, dann sehen wir das ja hier wieder ein bisschen zwielicht und setzen wir wieder drauf. Und so arbeiten wir uns jetzt davor,
bis dass die Spitze richtig sitzt. Jetzt sitzt es vernünftig. Jetzt schleifen wir das hier nochmal ab. Das ist jetzt einmal nass gewesen und jetzt ist es eigentlich schon sehr, sehr glatt. Aber ich schleife jetzt dann noch einmal drüber. Und dann haben wir das Thema abgeschlossen und dann werden wir das noch festnageln. Und jetzt hoffe ich, dass das ohne allzu viel Wackelei funktioniert, dass ich das mit euch hier festnageln kann. Dann nehmen wir jetzt Nägel, die natürlich kürzer sind als das Holz dick. Dann nageln wir das jetzt einfach fester. So, alles schön reingegangen. Jetzt dachte ich, es ist so wie immer, dass der letzte Nagel dann auf einmal komisch und schief wird und dann man sich ärgert, dass man alles verbuckelt hat. Ich wollte den ja eigentlich hier oben rund aufhören lassen. Bin aber die ganze Zeit am Überlegen gewesen, weil das ist die einzige Stelle, wenn ihr euch das anschaut, wo man jetzt noch sieht, dass diesen Ast wirklich der Biber abgekaut hat. Da sieht man richtig schön seine ganzen Zähnchen. Und ich glaube, ich habe jetzt beschlossen, dass ich das noch ein bisschen abschneide hier. Und dann werde ich das genauso lassen, dass man einfach noch sieht, dass hier ein Biber gekämpft hat, dass er diesen Ast oder diesen Baum fällt. Jetzt habe ich es ein bisschen angepasst, dass das hier vom Schluss auch wirklich so ausschaut, wie komplett abgekaut, dass keine Bruchstelle und keine Spreißeln sind. Und ihr werdet sehen, wenn das jetzt dann schön eingelassen ist, auch mit dem Öl, dann kommt diese Struktur hier richtig traumhaft raus. Jetzt schaut euch das an. Ist es nicht wunderschön geworden da von der Struktur? Ich freue mich jetzt richtig, dass ich das so gelassen habe. Das ist doch mal richtig cool, oder? Wie ein uralter Knochen schaut das aus. Also am liebsten nehme ich für sowas Altöl her. Altöl habe ich aber jetzt keins da. Darum tut es auch ein Leinsamenöl. Und das könnt ihr auch ruhig in die Hand nehmen, weil das auch gar nicht schlecht für die Hand ist. Wenn ihr das jetzt da drauf schmiert, seht ihr, was das für eine wahnsinnig krasse Farbe bekommt. Die Struktur kommt richtig bös raus. Und es bleibt auch ziemlich genau so, wie das hier ist. Schaut euch das mal an, was dieser Stock für eine geile Struktur kriegt. Da, so war er vorher, so ist er, nachdem das Leinsamenöl drauf ist. Und wenn ihr Altöl hernimmt, dann wird das alles noch ein bisschen dunkler. Und das Schöne bei Altöl ist, ihr macht diesen Stock absolut wetterunempfindlich. Jetzt tun wir natürlich auch da noch ein bisschen reinschütten, dafür stelle ich ihn auf, wenn das hier funktioniert. Und dann kippt man da noch ein kleines bisschen rein, dass es sich da schön verteilt. So. Wie schön da diese Struktur rauskommt, die der Biber da reinbissen hat. Frisch eingeölt. Ich lasse mal so weit durchlaufen, wie es geht. Aber genug Platz ist hier nicht. Und am besten gefällt mir das, dass ich das gelassen habe. Da schön glatt alles, keine Kanten mehr, nirgendwo steht mir was raus, keine Spreiseln. Das ist ein richtig tolles Teil geworden. Die andere Seite, wie gesagt, ganz eingesaugt ist es noch nicht, aber das kommt schon noch. Jetzt lassen wir es noch ein bisschen einziehen und dann überlege ich mir mal, ob ich da noch einen Ledergriff rumwickel. Ob das cool ausschaut oder ob ich gleich so eine Messertasche noch hinmache oder ob das dann das Material fürs nächste Video schon ist. So Spätzchen, das war's mal wieder. Kleine Exkursion ins Land der Stöcke. Ist der nicht toll geworden, ha? Ja, für jeden Mittelalter- oder Wanderbegeisterten ist das doch eine coole Sache. Und ich habe jetzt nicht nur einen Hackel stecken zum Stock raufen,
sondern auch einen schönen langen Wanderstab an Hirterstecken. Ich habe mich jetzt halt gegen dieses Wickeln hier entschieden, weil ich es irgendwie viel schöner fand, wenn der jetzt halt einfach so bleibt. Und bei dem hier muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es nicht auch wieder wegmache, weil so richtig standesgemäß ist es eigentlich ohne. Oder ich finde noch irgendeine andere Möglichkeit, da aus irgendeinem richtigen, schönen, selbstgezogenen Leder da noch einen Griff dran zu machen. Das wäre natürlich das Allerfeinste. Ja, aber darum geht es heute nicht. Heute geht es nur um diesen Stock, um den Hirterstecken, der einfach wunderschön geworden ist. Schaut euch einfach mal die Struktur an. Ich bin einfach noch so begeistert. Haltet die Traditionen aufrecht. Kauft kein Klump, müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Thema Stockkampf interessiert euch. Dann schaut wieder rein. Pfiat euch.